Also, ne, Star Wars, ihr wisst. Liken, delen, kennt euch alles. Also, los geht es. Haut geht es schwer zu übersehen Star Wars The Rise of Skywalker. An der Widerstand ungefordert von der Generalin Leia trifft wohl op ihr größte Herausforderung. An dummer sind sie den Truppe von Kylo Ren zuellemäßig erlehen. Die einzige Hoffnung hei as nimmer nach Rey. Hat jetzt die Training zwar noch immer nicht aufgeschlossen, muss ich aber trotzdem zusammen mit seinen Kollegen Finn, Poe, Chewbacca, C3PO dem Kampf Jedi gegen Sith stellen. Allerdings ist der Kampf auch für Rey zu groß und das ob Telle von viele Verbündete nur gewesen. Ob sie da noch eine Chance gegen die Übermurscht tun, aber wenn ihr Star Wars Episoden nach alle so zu bitten hört, das gesehen alles am Kino bei Star Wars The Rise of Skywalker. Ich hoffe mal, ihr holt mal meine Meinung noch nicht zu viel ausnehmen, weil ich muss sagen, es sind einfach ein riesiger Star Wars Fan. Und ich freue mich einfach über alle Neuigkeiten, die in das Universum zu bieten hat. Da kann ich nicht komplett objektiv in die ganze Sache rumgehen. Ich meine, es wird doch gerade nicht mehr kontrovers diskutiert wie Star Wars. Und ich meine, das größte Problem, den die Margot hat, dass das ganz viele Leute die Filme als Kant gesehen haben. Und da wird die ganze Macht mit ganz anderen Augen gesehen. Ich für mich schalte dabei bei all meinem Star Wars-Stil einfach den Kopf aus und genießen einfach, was auf der Leinwand geschieht. Und ich ging so, und das ist tatsächlich der beste Weg für so Filme zu gucken. Weil ja, wenn ihn die Filme lo ganz genau an der Lupe hält, da lassen sich auch ganz viel Schwächte fallen. Aber wenn ich höre, dass mir Junker noch nie Star Wars gesehen haben und durch die 3 neue Filme von der Macht komplett begeistert gesehen, dann hast du ja eigentlich auch alles richtig gemacht. So, lo aber mal zum relevanten Teil. Der Film ist definitiv nicht perfekt, aber für mich hat J.J. Abrams eine relativ solide Story gekriegt. Et gouf jo während der Trilogie divers Differenzen zwischen den Regisseuren. Natürlich finde ich, wenn den Storylomi genau inner sich divers Plotholseren. A verschiedene Thematiken, die während der Trilogie ugeschnitten goufen, sind noch bis zum Schluss nicht 100%ig abgelesen gehen. Ah ja, kann ich so, dass die Story ein bisschen konstruiert drüber könnt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, war das bei Star Wars nicht schon immer ein bisschen der Fall? Für mich funktioniert den Deal auch ähnlich wie Episode 8. Während dem Gucken hatte ich absolut Spaß, aber werde ich mehr drüber nachdenken, fallen mir natürlich diverse Probleme auf. Ich ging so in das größte Problem denen hören, dass das zu kurz ist für das, was ich erzählen will. Wahrscheinlich hätte dem ganzen Film gut gedacht, wenn es nach einem 4. Teil gewesen. Und dass sie dann dummer da mehr Zeit gehabt für die ganze Geschichte auszufeiern. Wir müssen die Belo so holen wie das. Was ganz sicher die größte Stärke das ist ihre Cast. An der richtigen rausstehst man halt Daisy Ridley an den Adam Driver. Die zwei werten den Film einfach nimmen enorm ab. Hier hat Star Wars endlich mal einen Antagonist oder Protagonist gekriegt, die intensiv an nachvollziehbare Emotionen haben. An auch den John Boyega und den Oscar Isaac spielen hier wesentlich besser wie an Episode 8. Er hat sich endlich mal gestritten und Differenzen intensiv ausgedrohen. Aber doch immens schön war, was Carrie Fisher auf der Leinwand zu gesehen. Das war ihm noch ziemlich gut gelungen. Es fällt zwar platzeweise auf, dass seine Szenen so geschnitten wurden, dass sie an den Kontext passen, aber trotzdem war es flott drin auf der Leinwand zu gesehen. Und noch alle guten Diana-Allgesieter, die wir aus den allen Delen kennen, fallen hier nicht aus der Reihe. Der ganze Cast hat für mich von Anfang an eigentlich nicht könnte besser gewesen sein. Etwas, was mir aber definitiv negativ aufgefallen ist, dass die Musik viel mehr schwach war, wie in das normalerweise für Star Wars gewinnt ist. Aufgesehen natürlich von den alle klassischen Lieder, also aber sonst kein neues Lied dabei kommt, was dann wirklich am Kopf hängen geblieben ist. Ich denke nun so Lieder wie am Kampf Luke gegen Darth Vader oder Obi-Wan gegen Anakin oder was auch grandios war Darth Maul gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan. Leider fehlt hier so ein Lied, was dem Film viel mehr Charakter gegeben hat. Und auch als der finale Kampf nicht so bombastisch, wie ihn sich das gewünscht hat. Du hast ja zum Beispiel auch Rogue One wesentlich besser gemacht gehen. Aber unter dem Strich ist für mich alles nicht halb so will. Der Film hat für mich einfach nicht mehr Spaß gemacht und hat sogar den ein oder den anderen emotionalen Moment für ihn zu bieten. Und etwas dürfen wir nicht vergessen, Star Wars ist noch immer ein Blockbuster-Film aus dem Leia-Buch. Und da tun sie Heimat Star Wars Episode 9 definitiv aufgeliefert. Alles an einem sind ich ziemlich zufrieden am Schluss von der Trilogie. Ich freue mich schon drauf, wer das Universum nach alles zu bieten hat. Wie gesagt, aber ihr seid ihr am Film zufrieden oder fand ihr, dass die neuen Filme alle gut nicht sind und dass die alte Trilogie sowieso perfekt war? Erzählt mir da in den Kommentaren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann denkt an Schriftgründe Like dort zu losen, zu teilen und noch zu kommentieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Star Wars The Rise of Skywalker. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends.
destiny of the Jedi.